Now, about a quarter of the scripture is prophecy. Ungefähr ein Viertel der Bibel ist Prophetie. But as the Apostle Paul is saying, and as we will see here in Zechariah, there is a time in the future that all of Israel will turn to Christ. Und wie wir das sehen in Sacharja, und auch Paulus hat das erwähnt, es wird eine Zeit in der Zukunft geben, wo ganz Israel zu Christus zurückkehrt. I mentioned the other day that I bring you greetings from the congregations and churches in Israel and also from One for Israel. Ich hatte gestern schon erwähnt, dass ich euch Grüße mitbringe von den Gemeinden aus Israel und auch von One for Israel. And so I wanted to share this picture of our team. You see, we are very diverse. Und ich wollte euch dieses Bild von unserem Team zeigen. Wir sind sehr unterschiedlich. And I want to thank you for praying for us, and also please know that we are praying for you. Und danke, dass ihr für uns betet, und ich möchte euch auch sagen, dass wir für euch beten. You can go back. Now, I want to say something personal, and it has been actually very moving for me to be together with you. Das ganz persönlich gesagt, möchte ich das euch weitergeben. Es war für mich sehr bewegend, mit euch diese Gemeinschaft zu haben. And to really hear of your heart towards the people of Israel and your prayers for Israel and the Jewish people. Und einfach mitzubekommen, wie ihr ein Herz für Israel habt, wie ihr für Israel betet. It's very uncommon, and it was truly moving for me. Es ist nicht selbstverständlich, und es war für mich sehr bewegend. Ich habe mich sehr gefreut daran. I do want to ask you specifically, I think the days that we are in are very important and very formative in what can happen in the next season in the Middle East. Und gerade diese kommenden Tage sind sehr wichtig und sehr entscheidend, was in der Zukunft im Nahen Osten geschehen wird. And so I would ask you to pray, continue to pray for the sovereign God's guidance in the days ahead. Und ich möchte euch beten, dass ihr weiter zum souveränen Gott betet, dass er uns führt in der kommenden Zeit. Now, in my talk yesterday, for those that have been here, I've spoken about Zechariah and chapter 3. Gestern Abend hatte ich, für die hier waren, gesprochen über Sacharja Kapitel 3. And we looked at this chapter, how God is speaking to the spiritual leaders of Israel, and he's telling them very specifically, Wir haben gesehen, wie Gott zu den geistlichen Anführern Israels spricht, ganz besondere Botschaft für sie hat. be ready and make sure you don't miss my servant, the branch, the stone. Und er sagt zu ihnen, seid bereit, verpasst nicht meinen Knecht, den Spross oder den Stein. All those are messianic titles that the leaders, spiritual leaders of Israel were supposed to recognize. Das waren alle messianische Titel, die die geistlichen Führer Israels eigentlich erkennen hätten sollen, worum es geht. Now, Zechariah was prophesying during the first return of Israel from exile, from the Babylonian exile. Die Prophezeiungen Zacharias, er hat das weitergesagt, während das erste Exil, die Leute zurückkamen nach Jerusalem. But he also prophesied, and that's what we're going to look about today, he's prophesied about the second coming of the Messiah, the return of the Messiah. Aber heute werden wir uns anschauen, dass er eben auch über das zweite Wiederkommen des Messias prophezeit hat. Now, a famous rabbi from the 12th century coined an interesting term as he studied the book of Genesis. Ein berühmter Rabbi aus dem 12. Jahrhundert hat einen berühmten Ausspruch gemacht, als er den 1. Mose studiert hat. And the saying goes something like, the acts of the fathers are a sign to the sons. Und er hat gesagt, die Taten der Väter sind ein Zeichen für die Söhne. And what he meant by that was that in the Bible, God is teaching us about the future from the history. Und er hat damit gemeint, dass Gott in der Bibel uns über die Zukunft etwas lehrt von dem, was wir in der Geschichte sehen. And I think as people that follow the Messiah, if we think about our own life, we can see that it's true for our own life. Sometimes things that happen to us tend to circular back in many ways. Und auch in unserem eigenen Leben sehen wir es, dass gewisse Dinge, die in der Vergangenheit geschehen sind, die beschäftigen uns auch in der Zukunft und es betrifft uns wieder.
Now, I mention this because we are now living not in the first return of the Jews to the land, but in the second return of the Jews to the land. Und ich habe das erwähnt, weil jetzt leben wir nicht in der ersten Rückkehr der Juden ins Land, sondern in der Phase der zweiten Rückkehr. And we can probably learn something of how God worked in the first return. Und wir können wahrscheinlich etwas davon lernen, wie Gott damals bei der ersten Rückkehr gewirkt hat. And certainly we can say if in the first return God prepared the Jews for the first coming of Christ, Und wie wir sehen, dass Gott damals bei der ersten Rückkehr die Juden für das erste Kommen Jesu vorbereitet hat, the second return of the Jews to the land is a preparation for the second return, the second coming of the Messiah. so ist die zweite Rückkehr der Juden eine Vorbereitung für das zweite Kommen Jesu. So I would like to talk to you about today about Zechariah chapter 12. Ich möchte heute mit euch über Sacharja Kapitel 12 sprechen. And this deals with two main things. Und da werden zwei Hauptthemen behandelt. It talks about the national repentance of Israel to Christ as a nation. Es geht um die nationale Buße Israels, wie sie zu Christus kommen als Nation. This is a future event. Das ist ein zukünftiges Ereignis. The Jewish people that have come to faith throughout church history and also today are a remnant, a small part of the Jewish people. Die Juden, die in der Geschichte und auch heute an Jesus glauben, das ist ein kleiner Rest bis jetzt. But as the Apostle Paul is saying, and as we will see here in Zechariah, there is a time in the future that all of Israel will turn to Christ. Und wie wir das sehen in Sacharja, und auch Paulus hat das erwähnt, es wird eine Zeit in der Zukunft geben, wo ganz Israel zu Christus zurückkehrt. Now, about a quarter of the scripture is prophecy. Ungefähr ein Viertel der Bibel ist Prophetie. And I think here at Mitternachtsruf you are blessed because you probably get to study prophecy more than many other places. Ich denke, hier am Mitternachtsruf seid ihr gesegnet, denn ihr könnt sehr viel über Prophetie lernen und studieren, viel mehr als an anderen Orten. And you see this verse from Amos chapter 3. Und ihr seht hier diesen Vers aus Amos Kapitel 3, Vers 7. Nein, Gott, der Herr, tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. There's a famous verse that I like from the book of Proverbs 25, verse 2. Es gibt einen berühmten Vers aus Sprüche 25, Vers 2. And it's my free translation. It's something like, the honor of God is to conceal something, but it's the honor of kings to research it. Und das heißt so ungefähr, dass es die Ehre des Herrn ist, etwas zu verbergen, aber die Ehre von Königen, etwas zu untersuchen und zu offenbaren. And maybe I can say it in a different way, my own paraphrase about study of prophecy. Und ich kann es so in meinen eigenen Worten sagen, wie ich Prophetie studiere. God gave us a brain and he expects us to use it, Gott gab uns ein Gehirn und erwartet, dass wir es brauchen. to invest brain power in the study of his word. Dass wir mit unserem Gehirn und mit unserer Gehirnleistung sein Wort studieren. Now, yesterday I mentioned about Zechariah. I gave a little bit of a background for the prophet himself. Gestern hatte ich schon über Sacharja gesprochen, ein bisschen auch über seinen Hintergrund. The most important thing to know about Zechariah is that he's a young man. Das Wichtigste zu wissen ist, dass Sacharja ein junger Mann war. He's from an important priestly family, Er kam aus einer bedeutenden Priesterfamilie and he is also a prophet. und er war auch ein Prophet. In the last three chapters, in chapters 12 to 14 of his prophecy, In den letzten 3 Kapiteln, 12 bis 14 in seiner Prophezeiung, Zechariah is very specifically talking about Israel. spricht Sacharja ganz besonders über Israel. We read in verse 1 of chapter 12 that this is the burden, those three chapters are the burden of the word of the Lord for Israel. Wir lesen in Sacharja 12, Vers 1, dass dies ist die Last, das Wort des Herrn über Israel. That just gives us a glimpse into the fact that it was not always a pleasant thing or not an easy thing to be a prophet. Und das zeigt uns, es war nicht immer etwas Einfaches, ein Prophet zu sein. A prophet was bringing God's word to the world of his day, to the people of his day. Ein Prophet hat Gottes Wort zu den Leuten seiner Zeit gesprochen. And oftentimes this was not pleasant. It was a burden. It was something that was very heavy. Und oft war es nicht etwas Einfaches. Es war eine Last, dass er das so weitergeben musste. To a certain degree, maybe not to the degree of Zechariah, but each one of us
have that burden as we share Christ with a needy world. Und in einer gewissen Weise auch wir, nicht gleich wie Zacharia, haben wir auch eine Last, dass wir Christus einer Welt weitergeben möchten, die es wirklich braucht. But here at the end of the book, the prophet, God is leading the prophet in those 3 chapters to talk specifically about Israel. Aber Gott hier führt den Propheten in den letzten 3 Kapiteln besonders über Israel zu sprechen. 16 times in those chapters we find the expression on that day. 16 Mal sehen wir hier den Ausdruck an jenem Tag. It's actually an expression that is found in many other books of prophets, in other prophets' books. Wir finden das auch in vielen anderen prophetischen Büchern. But it's the biggest concentration in the Bible right here. Aber es ist die größte Konzentration dieses Ausdrucks hier an dieser Stelle. And this is important because God is not talking about a 24-hour day, Und es ist wichtig zu wissen, Gott spricht nicht über einen 24-Stunden-Tag, but a specific period, a specific season, aber über eine ganz bestimmte Zeit, eine bestimmte Zeitperiode. and specifically about the time that the Messiah himself is going to come back to earth. Es ist die Zeitperiode, wenn der Messias zurück auf die Erde kommen wird. All Israel, all the nation on a national level will see him for who he is. Ganz Israel und auch alle Nationen, alle zusammen werden ihn sehen, für wer er ist. And after that, he will judge all the nations and rule the world from Jerusalem. Und dann wird er die Nationen richten und die Welt regieren von Jerusalem aus. It's going to happen on that day. Es wird an diesem Tag geschehen. The name of God that appears most frequently in those chapters is the Lord of Hosts, 17 times. Und der Name der Gottes, der hier am meisten erwähnt wird, ist der Herr der Heerscharen, 17 Mal. This is the name of God that is speaking about his power, his majesty, his authority. It's Adonai Tzevaot, the Lord of Hosts, talks about almost the military power of God. Der Ausdruck auf Hebräisch Gott Zebaoth, Herr der Herrscher, spricht über seine Kraft, seine Autorität, ist ein wieder militärischer Ausdruck. So God in this passage is the God that judges, the God that comes in great power. Gott, der hier angesprochen wird, wird beschrieben als Gott, ein Gott, der richtet, der mit einer Macht kommen wird. Jerusalem is mentioned 22 times in this passage. Jerusalem wird hier 22 Mal erwähnt in diesem Abschnitt. So if you wonder what is geographical focus of those last 3 chapters of that day, it's Jerusalem. Und wenn ihr euch fragt, was ist der Geografie, welcher Ort wird am meisten erwähnt, es geht um Jerusalem hier. But it's not an ethnocentric. God is not an ethnocentric God. And when he talks about Jerusalem here, he includes all the nations that are mentioned. The expression all nations is mentioned 13 times. Aber Gott ist ja nicht ein ethnozentrischer Gott. Er spricht eben über Jerusalem, aber er spricht auch über alle Nationen 13 Mal in diesem Abschnitt. So when we arrive to Zechariah chapter 12, we are in a very, very difficult period for the nation of Israel. Wenn wir ankommen hier in diesem Abschnitt Sacharja 12, befinden wir uns in einer Zeit, einer sehr schwierigen Zeit für die Nation Israel. It is the period that is known as the trouble of Jacob or the great tribulation. Es ist die Zeit, die bezeichnet wird als die Drangsal Jakobs oder die große Trübsal. It's a 7-year period that begins when the nation of Israel makes a covenant with the Antichrist. Es ist die 7-jährige Zeit, die beginnt, wenn die Nation Israel einen Bund mit dem Antichristen schließt. And after a while, where things seems to be going well, it becomes really, really bad for the Jewish people. Und nach einer Weile, am Anfang läuft's gut und dann wird's richtig schlecht für das jüdische Volk. We look around the world today and we think, wow, it looks pretty bad. All the anti-Semitic and all that looks pretty bad. Wir schauen heute in die Welt und denken, es ist schon sehr schlecht mit dem ganzen Antisemitismus, den man überall sieht. It's just a rehearsal. It's not the real thing. Es ist erst die Probe, es ist noch nicht das It's going to Wahre. be a lot worse. Es wird viel schlimmer werden. And at the end of that period, Und am Ende dieser Zeitperiode a minority of the Jewish people survived. Many are killed. We don't exactly know. Some people think it's a third from a verse in Zechariah 13. dann wird eine Minderheit des jüdischen Volkes noch überleben. Manche sagen, es ist ein Drittel von einem Vers aus Sacharja 13, aber es wird nur ein kleiner Überrest überleben. And then we see all the nations are gathered
to finish the Jews once and for all. Und dann sehen wir, dass alle Nationen sich versammeln werden und sie werden sagen, wir wollen jetzt die Juden ein für alle Mal vernichten. It's not so difficult to imagine anymore. Ist nicht mehr so schwer, sich vorzustellen. But we're talking about the great military power that surrounds Jerusalem, surrounds Israel, and is about to final annihilation of the Jewish people. Wir sprechen hier über eine große militärische Macht, die um Jerusalem sich versammelt und sagt, jetzt machen wir ein Ende und vernichten alle Juden. Now, it's really important to remember and to understand. I'm sure you know this, I just remind you. Es ist wichtig, dass ihr das versteht. Ich denke, ihr wisst es schon, aber ich erinnere euch nochmals dran. The sentiment to destroy the Jewish people, to destroy the people of Israel, is not really about Israel. Dass die Absicht, die Juden oder Israel zu zerstören, das geht eigentlich nicht in der ersten Linie um Israel selbst. It's about the God of Israel. Es geht um den Gott Israels. Because if Satan is able to destroy Israel, he proves God to be a liar. Denn wenn Satan Israel zerstören kann, dann ist in seinen Augen, dann kann er zeigen, Gott ist ein Lügner. And therefore we come to verse 9. We're in Zechariah chapter 12 and we come to verse 9. Und dann kommen wir zu Vers 9 aus Sacharja 12. Und es wird geschehen an jenem Tag, dass ich danach trachten werde, alle Heidenvölker zu vertilgen, die gegen Jerusalem anrücken. So for the Jewish people at that time, all hope is lost. There's no more IDF, there's no more Air Force, there's no more nuclear weapon. All hope is lost. Für das jüdische Volk in dieser Zeit gibt es keine Hoffnung mehr. Keine Armee, die sie verteidigen kann, keine Luftwaffe, nichts mehr. Sie sind wirklich am Ende ihrer Hoffnung, es ist wirklich verloren. And you know, when I spoke yesterday, I mentioned that today many people, not many, all the people in Israel are feeling very humiliated as a response, as a result of this last year. Und ich habe gestern schon erwähnt, viele Leute in Israel, aber auch Juden weltweit fühlen sich sehr gedemütigt, also sehr unten durch das, was geschehen ist in den letzten Jahren. You know, all the terrible things that have happened in October 7, the 150,000 people that had to leave their homes. How could we let this happen? This is what people are feeling. How could we let this happen? Die Leute fragen sich, wie konnten wir das zulassen? Diese 150.000 Leute, die nicht mehr in ihren Wohnungen leben können. Wie konnten wir als Staat Israel das zulassen? And so many Israelis had a great motivation to be drafted back to reserve duty and fight to show that we can still defend ourselves. Und viele Juden hatten einen großen Eifer, sich wieder einzuschreiben, in der Armee mitzukämpfen und sie mit dem Gedanken, wir wollen uns wieder verteidigen können. I'm not sure if you've heard this, many of you probably heard this before, but the motto of the Israeli army is never again. Und das Motto der israelischen Armee ist nie wieder. Never again the Holocaust. Der Holocaust darf sich nie wiederholen. We can defend ourselves. Wir können uns selbst verteidigen. But on that day, it's going to be different. Aber an jenem Tag wird es anders sein. All hope is lost. Keine Hoffnung mehr. We have, as a nation, understood that that's the end. There's no more hope. Und als Nation wird Israel verstehen, wir haben keine Zukunft mehr, es ist vorbei. And I think it's also true for our personal life many times that when we're at the end of our own power, we are done. There's nothing we can give. Then it's an opportunity for God to do Und something. es ist auch manchmal in unserem persönlichen Leben so, wenn wir am Ende sind unserer eigenen Kräfte und wir nichts mehr tun können, dann kann Gott kommen und wirken und etwas verändern. And Zechariah, in this short verse, takes many different passages from the former prophets and he says that God himself, it's actually the Messiah himself that intervenes here in verse 9. Und Zachariah nimmt hier Bezug auf viele andere Stellen, auch in anderen Propheten und sagt, hier kommt dann Gott selbst und interveniert. And the people of Israel are looking, what is happening? Who is fighting on our behalf? Und die Leute in Israel, die werden aufschauen und sagen, wer kämpft denn jetzt für uns? And that brings us to verse 10. Und da kommen wir zum Vers 10. And that's when it gets really peculiar. Und da wird es dann ganz besonders. Vers 10. You know what? Let me read because I'm going to read it in portions and then. And God is speaking here in the first person. Und Gott spricht hier in der ersten Person.
And I will pour upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and of supplication. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. So first, something very peculiar is happening. God is pouring his Holy Spirit on Jerusalem. Hier geschieht etwas ganz Spezielles. Gott gießt den Geist der Gnade und des Gebets über Jerusalem aus. And of course, it reminds us immediately, as followers of Christ, the association is Acts chapter 2, when the Holy Spirit was poured in Jerusalem and the church was formed. Und wir erinnern uns sofort an Apostelgeschichte 2, wo auch die Gemeinde gestartet hat, indem der Heilige Geist in Jerusalem ausgegossen wurde. So here it's similar, but it's a different event. Es ist ähnlich hier, aber ein anderes Ereignis. And they shall look upon me whom they have pierced. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. A very peculiar statement, Eine ganz merkwürdige Aussage. a very clear statement about what happened to God. Eine klare Aussage, was mit Gott geschehen ist. Some years ago, I had a discussion with an Orthodox Jewish person about this passage. Vor einigen Jahren hatte ich mich mit einem orthodoxen Juden über diese Stelle unterhalten. We actually started talking about, he asked me, how did I become a follower of Christ? We were talking about Jesus, and he said, where do you see those things? I've never heard about this thing. Und er hat mich eigentlich gefragt, wie bist du zum Nachfolger Christi geworden? Wieso siehst du das so? Ich habe das noch nie so gelesen, diese Sachen, die du sagst. And so we read this passage together. Und wir haben diesen Abschnitt miteinander gelesen. And he was absolutely shocked. I mean, he was completely shocked. Und er war absolut schockiert. Er hat das nicht verstanden. So this is written about 400-500 years before the time of Jesus. Das wurde ungefähr 400-500 Jahre vor Jesus geschrieben. Look upon me whom they have pierced. Sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. You know, I don't know about the German Bible. I know in the English Bible there are certain passages in the prophets that talk about God being pierced. Es gibt in der Bibel verschiedene Abschnitte, wo es darüber gesprochen wird, dass Gott durchstochen wird. For example, in Psalm 22, verse 17. Zum Beispiel im Psalm 22, Vers 17. But it's actually different words. There are several words to describe piercing. In the other passages, there's different words. Es gibt verschiedene Worte für das Durchstechen und in diesen anderen Abschnitten werden andere Worte verwendet. And even though they are translated as pierce, it's a little softer meaning, maybe to dig. Und auch wenn es mit durchstochen übersetzt wird, dann ist es mehr vielleicht ein Graben eigentlich im Originalwort. Now, in this verse, it's actually to pierce through. Aber dieses Wort hier ist wirklich ein Durchstechen. So God say, they shall look upon me whom they have pierced. Sie werden auf mich sehen, sagt Gott, den sie durchstochen haben. And we talked yesterday about how God is engraving the stone and, piercing through, if you will, through the stone. Wir haben gestern gesprochen, wie Gott den Stein eingraviert und so sozusagen in den Stein sticht. But here the verse changes, a very peculiar change. Aber hier gibt es eine Besonderheit in diesem Vers, es gibt eine Änderung. And God is moving to speak in the second person. Und Gott spricht plötzlich in der zweiten Person. He says, I'm pouring the Holy Spirit, they have pierced me, and they shall mourn for him. Er sagt zuerst, ich werde den Geist der Gnade ausgießen. Sie haben mich durchstochen, aber dann, ja, sie werden um ihn klagen. Very, very peculiar. They shall mourn for him. Who is he that is God that was pierced, and now the nation of Israel is mourning for him? Who is he? Wer ist dieser Er? Denn der ist der Gott, den sie durchstochen haben, und jetzt klagen sie über ihn. And he continues to say, as one mourns for his only son. Und es geht dann weiter, wo es heißt, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. And shall be bitterness for him as one is in bitterness for his firstborn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. So it's really mysterious. Es ist wirklich ein bisschen ein Geheimnis Talking hier. about the son, the firstborn son, Es spricht über den erstgeborenen Sohn. that apparently is God himself because he was pierced in the first person. Offenbar ist das Gott selbst, weil er wurde ja in der ersten Person beschrieben als durchstochen. But there's something else that is very peculiar about this verse. Aber es ist noch etwas anderes besonders mit diesem Vers. You know, the expression, his only son,
Dieser Ausdruck, sein eingeborener Sohn, is very, very unusual in the Hebrew language das ist ein sehr ungewöhnlicher Ausdruck in der hebräischen Sprache, auch in der Bibel. because everywhere in the Hebrew Bible to describe God, Denn überall in der Bibel, wenn Gott beschrieben wird, when we say one God, wenn es heißt ein Gott, the Hebrew is always in the plural, one God in the plural. dann im Hebräischen ist es immer ein Gott, aber in der Mehrzahl. It's really important. Sehr wichtig. God is never singular, he's always plural in Hebrew. Im Hebräischen ist Gott nie Einzahl, sondern immer Mehrzahl. So you say Elohim Echad, God is one. Das heißt Elohim Echad, Gott ist einer. And the same word Echad, you talk about one nation, Am Echad. Und das gleiche Wort Echad wird verwendet zum Beispiel für eine Nation. Now, one in the singular is a different word. It's pronounced as Yachid. Das Wort eins, aber in der Einzahl ist ein anderes Wort. Das ist das Wort Yachin. And never, never in the Hebrew Bible is God called Yachid. Never. Nie in der hebräischen Bibel wird Gott Yachin benannt. Singular. In der Yeah. Einzahl. But what's translated here as his only son, Aber was hier übersetzt wird mit seinem eingeborenen Sohn, it talks about the son in the singular. spricht über den Sohn in der Einzahl. And as far as I was able to see, this is the only place in the entire Hebrew Bible that is talking about God in the singular, and it's talking about the only begotten Son. Und so wie ich das gesehen habe, ist es der einzige Ort in der ganzen Bibel, wo dieses Wort verwendet wird und es spricht über den eingeborenen Sohn Gottes. Now, if you think about the one and only Son, and you're a Jew and you hear about the one and only Son, what story does it remind you right away? Und wenn du Jude bist und du hörst über den eingeborenen Sohn, an welche Geschichte denkst du? It's too many of us, so I'll give you the answer. Ich gebe euch die Antwort. Takes us to Genesis 22, to Abraham and Isaac. Dann denken wir an 1. Mose 22, Abraham und Isaac. He says, take your son, your only son, Yachid, your only son, whom you have loved, Isaac, and sacrifice him. Es heißt dann dort bei ihm, nimm deinen eingeborenen Sohn, deinen einzigen Sohn, Yachid, und gehe und opfere ihn. So this is supposed to remind us right away of the story of Abraham and Isaac. Das ist also, damit werden wir gleich an die Geschichte von Abraham und Isaac erinnert. About the father sacrificing his son. Der Vater, der seinen Sohn opfert, This is what this verse is telling us about. darüber spricht dieser Abschnitt. And remember, this is in Israel's hardest hour. This is taking place. Und das ist, nochmals zum Erinnern, in der schwierigsten Zeit für Israel überhaupt, wo das geschieht. But then, you know, in my opinion, it gets even more peculiar. Und dann in meiner Meinung wird es noch sonderbarer. Notice what happens in verse 11. Schaut mal an, was im Vers 11 geschieht. An jenem Tag wird es eine große Klage geben in Jerusalem, wie die Klage in Hadad Rimon war in der Ebene von Megiddo. Und das Land wird klagen, jedes Geschlecht für sich, das Geschlecht des Hauses David für sich und ihre Frauen für sich, das Geschlecht des Hauses Nathan für sich und ihre Frauen für sich. And it carries on in the same way, every family by itself. Und es geht dann so weiter, jede Familie für sich selbst. But I think, you know, when I read this at the beginning, I was like, just a moment. Just a moment. The Jewish people just accepted Christ. Shouldn't there be joy? Und da habe ich mich dann so gefragt, wenn man das so liest, Moment mal, jetzt haben die Juden gerade Jesus Christus akzeptiert als ihren Messias. Sollte da nicht Freude da sein? Why isn't there great joy right away? Wieso ist es nicht, bricht da große Freude nicht aus? I have a hypothesis. Ich habe eine Theorie. You know, over the last 2,000 years, many, many different things have been said about Jesus of Nazareth among the Jewish people. Über die letzten 2000 Jahre wurde sehr viel gesagt über Jesus von den Juden. Some of them are actually written in the Talmud, the book that many, many Jewish people read. Manches ist auch im Talmud niedergeschrieben, das viele Juden auch lesen in diesem Buch. Now, the vast majority of those things said about Jesus of Nazareth are very, very negative. Und die große Mehrheit, die in diesem Buch über Jesus geschrieben ist oder auch sonst gesagt wurde, sind sehr negative Sachen, die über Jesus gesagt wurden von den Juden. He's a sorcerer. Sie sagen, er sei ein Zauberer, He uses the power of the devil.
dass er die Macht des Teufels genutzt hatte, he's a thief. dass er ein Dieb war. And I will stop here because the other things are even much more not nice. Und ich höre hier mal auf, es werden noch viel schlimmere Sachen über ihn gesagt und geschrieben. So I think that when the Jewish people recognize Christ for who he is, they realize, oh, we said all those things. Und ich denke, wenn die Juden Christus akzeptieren als Messias, dann realisieren sie plötzlich, was haben wir alles über ihn gesagt? What about all of our generations in the past? Was haben unsere vergangenen Generationen über ihn gesagt, sich über ihn versündigt? They died without knowing. Sie sind gestorben, ohne zu wissen. And so it was interesting to me that in the earlier talk in the morning, Norbert mentioned Isaiah 53 and 54. Und heute Morgen hat Norbert erwähnt Jesaja 53 und 54. And I especially want to think together for a moment about the first 6 verses of Isaiah 53. Und wir müssen besonders über die ersten 6 Verse von Jesaja 53 mal anschauen. I'm sure many of us have read this chapter Ich denke, viele von euch haben dieses Kapitel schon mal gelesen. that is largely ignored in Jewish literature. In der jüdischen Literatur wird es mehrheitlich ignoriert. And I heard many people say that this chapter is the most wonderful messianic prophecy in the Hebrew Bible, in the Old Testament. Und ich habe schon gehört, dass gesagt wurde, das sei eines der schönsten messianischen Prophezeiungen im Alten Testament. Now, it's not that I disagree, Es ist nicht so, dass ich da nicht der gleichen Meinung bin, but I do think this is not the main usage of this passage. aber in meiner Meinung nach ist das nicht der Hauptgrund, weshalb dieses Kapitel dasteht. I think Isaiah 53 is the confession of the Jewish people once on a national level we accept Christ. Meiner Meinung nach ist Jesaja 53 das Bekenntnis, das Schuldbekenntnis des jüdischen Volkes, wenn sie eines Tages den Messias anerkennen. Now, I will just say before we read it, I'll ask Joshua to read it in just a second, but before that, I do want to remind you that the end of Isaiah 52, God is speaking about his servant, just before this passage. Bevor wir das lesen, zur Erinnerung, am Ende von Jesaja 52 spricht Gott über seinen Knecht. His servant is the topic of Isaiah. Sein Knecht, das ist das Hauptthema von Jesaja. And now this passage continues to describe, but notice the language. God is not speaking here. Notice the language. Und hier beschreibt es jetzt das in einer besonderen Weise und schaut besonders auf die Sprache. Gott spricht nicht hier. Schaut mal hin. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie die Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. 14 times in those 6 verses, it talks about us, ours, all of us. 14 Mal in diesen 6 Versen allein spricht es über uns und unsere und alle und wir alle. Israelis say, this is ours. Something going on inside the Jewish world, if you will. Und Israel oder spricht hier, das betrifft uns. Irgendwas, wir haben das getan, wir sind da beteiligt. Now, you know, in Zechariah, when he's talking about this day, everything is in future tense. In Zacharia, wenn er dort über diesen Tag spricht, dann ist alles in der Zukunft geschrieben. But here, look at the verbs. Everything is in past tense. It's looking back
not looking forward. Aber wenn ihr diese Verben hier anschaut, es ist alles in der Vergangenheit geschrieben, was vorher geschehen ist. Sie schauen zurück. And we didn't believe this report. It was ours, but we didn't believe it. Es war uns, bei uns ist es geschehen, aber wir haben es nicht geglaubt. And we looked at the servant of God, and what did we think about him? Und wir haben dann den Knecht Gottes, wir haben ihn gesehen und was haben wir über ihn gedacht? He was not important. Wir haben gedacht, er sei nicht wichtig. We despised him. Wir haben ihn verachtet. The word despise appears several times in those verses. Das Wort verachten, das kommt mehrfach vor in diesen Versen. We despised him. Wir haben ihn verachtet. He has no status. He's not important. Er hat keinen Status, er hat keine Stellung, er ist nicht wichtig. He was a nobody. Er war ein Niemand. Does he have any important family? A priestly family? A ruling family? No, he's just a simple nobody. Kommt er aus einer wichtigen Familie, Priesterfamilie oder aus einer Herrschaftsfamilie? Nein, er ist ein Niemand, er kommt von nirgendwoher. And we saw him suffering and we thought that God is punishing him. Und wir haben ihn gesehen, wie er gestraft wurde, haben gedacht, Gott hat ihn gestraft. And in verse 4, we see that on that day when this is happening, Und im Vers 4 sehen wir dann, an diesem Tag, wenn das geschieht, Jeremiah 31 is fulfilled, Ezekiel 36 is fulfilled. dann wird sich Jeremia 41 erfüllen und Ezekiel 36. So finally, there's a new heart, there's a heart of flesh for the Jewish people, and the truth is descending on a national level. Und das jüdische Volk erhält ein neues Herz, ein Herz aus Fleisch. Und die Wahrheit ist ganz neu offenbar für die ganze Nation. God wasn't punishing him, he was carrying our own sins and burdens instead of us. Gott hat ihn nicht bestraft, nein, er hat unsere Schulden, unsere Sünde getragen. In verses 5 and 6, we see a clear statement of understanding what sinfulness is and what atonement is. Wir sehen hier im Vers 5 und 6 ein Verständnis, was ist die Sünde und was ist die Sühnung. Now, imagine how that must feel on a national level when you look at 2,000 years of history. Und könnt ihr euch mal das ein bisschen vorstellen, wie das sein muss, wenn für die ganze Nation zurückblickt auf 2000 Jahre Geschichte, was geschehen ist. And with that, at least personally, I think I can understand the national repentance and the national mourning that takes place. Und hier kann ich das sicher ein bisschen nachvollziehen, was geschehen wird mit dieser nationalen Buße und dieser nationalen Klage, wenn alle miteinander in das einstimmen. Now, if you remember from Norbut's talk on the mention of Isaiah 54, Und wenn ihr euch erinnert, was Norbert gesagt hat über Jesaja 54, after there is true mourning and sorrowfulness for what we did and recognizing who Christ is, there is joy. nach dem echten Klagen darüber, weil man erkennt hat, wer Messias ist und was man ihm angetan hat, danach kommt auch echte Freude. And I think it's also true for our own life. Und ich denke, das ist auch in unserem Leben so. When we finally understand personally, each one of us, who Christ is, Wenn wir persönlich wirklich endlich verstehen, wer Christus ist, when we realize how in our own ways, when we departed in our own ways, we have caused the heart of God sorrow and pain. wenn wir merken, was wir gemacht haben, wie wir den Herrn, wie es ihn geschmerzt hat, wenn wir unsere eigenen Wege gegangen sind. Repentance involves mourning for past sins. Buße beinhaltet auch ein Klagen über vergangene Sünden. But as we look forward, there is great joy. Und wenn wir dann nach vorne blicken, dann kommt große Freude. I do want to read with you also the first couple of verses of Zechariah 13, the next chapter. Ich möchte mit euch auch die ersten 2 Verse aus Zachariah 13 lesen, das nächste Kapitel. An jedem Tag wird für das Haus David und für die Einwohner von Jerusalem ein Quell eröffnet sein gegen Sünde und Unreinheit. Und es soll geschehen an jenem Tag, spricht der Herr der Heerscharen, da will ich die Namen der Götzen aus dem Land ausrotten, dass sie nicht mehr erwähnt werden. Auch die Propheten und den Geist der Unreinheit will ich aus dem Land vertreiben. So we read in the book of Ezekiel that when Christ returns, the geography of Jerusalem is going to change. Wir lesen in Hesekiel, dass wenn Christus zurückkommt auf die Erde, dann wird sich auch die Topographie und Geografie verändern. The Temple Mount will be the highest mountain on the earth.
Der Tempelberg wird der höchste Berg auf der Erde sein. Jerusalem is going to be much, much bigger than it is today. Jerusalem wird viel größer sein als heute. And there's going to be a great fountain from the Temple Mount going east and west. Und es wird eine Quelle, wird sich eröffnen im Tempelberg und die wird nach Westen und nach Osten fließen. Now, the mention of water is not accidental. Und die Erwähnung von Wasser hier ist kein Zufall. You may remember that at the end of the tribulation, we read in the book of Revelation that all the sources of water are going to turn into blood. Und ihr könnt euch vielleicht erinnern, am Ende der Trübsalzeit lesen wir in der Offenbarung, dass alle Quellen und alle Wasser sich zu Blut verändern werden. So water is going to be something very precious. Also Wasser wird etwas sehr Wertvolles sein. And this fountain coming from the Temple Mount is going to bring healing to all sorts of sources of water on the earth. Und diese Quelle, die sich im Tempelberg eröffnet, die wird die ganzen anderen Wasserquellen wieder reinigen. And when Christ is ruling from Jerusalem, all form of uncleanness is going to be cut off from the earth. Und wenn Christus in Jerusalem regiert, dann wird alle Unreinheit von der Erde weggetan werden. It's different than the era we're living at now, the spiritual era we're living at now. Es ist anders als in der heutigen geistlichen Zeit. Christ gave himself for the sins of all of humanity. Anyone that accepts him, the door is open, the invitation is open. Christus hat sich selbst hingegeben als Opfer für jeden. Jeder, der möchte, kann sein Schuldopfer, seine Vergebung annehmen. Es ist für alle offen. But we know that still many people choose not to follow Christ, but to follow different forms of idols. Aber wir wissen, dass viele Gott nicht nachfolgen wollen und anderen Götzen nachfolgen. Well, on that day, it's going to be different. Aber an jedem Tag wird es anders sein. And on that day, there will be no more idols. There will be just one king. His name is Yeshua, Jesus. Und an jedem Tag wird es keine anderen Götzen mehr geben. Es wird nur noch einen König geben und sein Name ist Yeshua, Jesus. One more word about the fountain, the cleansing water. Nochmal etwas zu dieser Quelle, dieser reinigenden Quelle. You know what, under the Sinai covenant, under the Mosaic covenant, do you know what the Jewish people need in order to cleanse the prophets to get on the Temple Mount? You know what they need? Wisst ihr, was die Leute im Sinai, im Mosebund brauchten, um die Propheten zu reinigen, wenn sie dann zum Tempelberg gingen? Because of time, I will answer the question. Ich gebe euch die Antwort. It's the red heifer, a red cow. Die rote Kuh brauchten sie. And, you know, many Jewish people invest tremendous amounts of money and searching all over the world to look for the red heifer. Und viele Juden investieren viel Zeit und Geld, um auf der ganzen Welt nach dieser roten Kuh zu suchen. In fact, they found some. Und sie haben auch eine gefunden. In the United States, in Texas. In Amerika, in Texas haben sie gefunden. And they paid millions and millions of dollars to buy them and to bring them to Israel. Und sie haben Millionen bezahlt, um diese roten Kühe zu kaufen und nach Israel zu bringen. And in parenthesis, I will say that many evangelicals funded this. Und in Klammern sage ich, dass viele Evangelikale das mitfinanziert And haben. I'm not saying it as a good thing. Und ich sage nicht, dass es Gutes ist. You know why I'm saying it not as a good thing? Wisst ihr, warum ich sage, dass es nicht gut ist? Because as followers of Christ, what is our calling? Denn als Nachfolger Christi, was ist unser Auftrag? Our calling is to share the good news of Christ. Unser Auftrag ist, die gute Botschaft Christi weiterzugeben. Now, when I talk about this with some of my American friends that were involved in this, Und wenn ich mit einigen von meinen amerikanischen Freunden gesprochen habe, die sich da auch mit investiert haben, they say, but we want to haste the coming of Christ. sie sagten, wir wollen die Wiederkunft Jesu beschleunigen. You know what I tell them? Wisst ihr, was ich ihm gesagt habe? He's strong enough. He doesn't need your help. Er ist stark genug, er braucht eure Hilfe nicht. He put you on this planet to share the good news of Jesus. Er hat euch hier auf diesem Planeten leben lassen, um die gute Nachricht Jesu weiterzugeben. But anyway, sorry. The red heifers are in Israel. Also die roten Kühe, die sind in Israel. And there's you can find it on YouTube. There's a Bible professor from a religious university in Israel that did the whole teaching about how you need to burn the red heifer. Und es gibt einen biblischen Professor in Israel, das findet ihr im Internet, und der hat eine ganze Lehre aufgestellt, wie man dann diese Kühe verbrennen muss, opfern muss. Once the red heifer is
approved and it's burnt, you mix the ashes with water, Wenn diese rote Kuh dann bestätigt wurde und verbrennt wurde, dann nimmt man die Asche und vermischt sie mit Wasser. and then you can put it on the priests Und dann kann man es auf den Priester legen and on the mountain, and then they can go to Temple Mount to sacrifice. und dann auf den Berg und dann können sie dorthin gehen und opfern. But on this day, we don't need any red heifer Aber an diesem Tag brauchen wir keine roten Kühe, because the shadow has gone and the real has come. denn der Schatten ist weggegangen und das Echte ist da. Now, I want to be clear. I'm not speaking in an. I don't. What's the word in English? I'm not trying to speak in a degrading way about the Jews that are waiting for this. Ich möchte das klarstellen. Ich möchte nicht herablassend über die Juden reden, die das versuchen und sich da investieren. I know some of them, and they're very sincere in their faith. Ich kenne einige davon und die sind sehr ernsthaft in ihrem Glauben. And this may need to happen. You know, there needs to be another temple. Und es muss vielleicht so geschehen. Es muss auch ein zweiter Tempel noch hier, oder noch ein zusätzlicher Tempel wieder gebaut werden. But personally, I tell them, you're wasting your time and your efforts on the wrong place. Aber persönlich sage ich Ihnen, ihr investiert eure Zeit und Geld in die falschen Prioritäten. Anyway, I'm just telling you this because you may hear about the red heifer. Das wollte ich euch einfach so weitergeben, weil ihr hört vielleicht auch von dieser roten But Kuh. on that day, there's going to be a fountain, Aber an jedem Tag, da wird es eine Quelle geben. and all the idol worship that climaxed with the Antichrist is going to be gone. Und der ganze Götzendienst, der den Höhepunkt erreicht hat mit dem Antichristen, der wird weggetan werden. Okay, now I'm going to go to that. So I want to talk about, as I start to bring this together, what all of this means for us today. Und ich möchte, wenn wir das zum Schluss kommen, euch etwas weiter sagen. Was bedeutet das alles für uns heute? As followers of Christ, we are called to the Great Commission, first and foremost. Als Nachfolger Christi sind wir zum allerersten für den Auftrag der Weitergabe des Evangeliums gerufen. To tell all the people of this earth about the open door, that there is the one and open door to the real God through the Messiah, Yeshua, Jesus. Um jeden auf der Erde davon zu erzählen, es gibt eine offene Tür, um zurückzukehren und Gemeinschaft zu haben mit Yeshua, dem Messias. And we read about that also in Romans 1:16, that the gospel is the power of God for salvation to all who believe. Und wir lesen das auch in Römer 1,16, dass das Evangelium ist die Kraft, die alle verändern kann, die an ihn glauben. To the Jew first and also to the non-Jew. Zuerst den Juden, dann auch den Nichtjuden. And what this verse means is not to the Jew first because the Jews are smarter or more beautiful or stronger. Und nicht zuerst für die Juden, weil die Juden gescheiter oder schöner oder wichtiger sind. And if you don't believe me, read Deuteronomy 7, verse 7. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann lest 5. Mose 7. It talks about the order in God's kingdom or economy, if you will. Es geht um die Ordnung in Gottes Königreich oder seiner Herrschaft. As we saw in the passage in Zechariah 3 yesterday, Wie wir gestern in Sacharja 3 gesehen haben in diesem Abschnitt, the Jews were uniquely qualified because they had the scripture, they were uniquely ready to receive Christ. die Juden waren in einer besonderen Art und Weise ausgerüstet, um Christus anzunehmen. But in accordance to God's wisdom, you know, as a nation, we missed it. Aber gemäß in Gottes Vorhersehung als Nation haben wir das verpasst. But as Norbert mentioned in the morning, the role of Israel is not done. Aber wie Norbert am Morgen erwähnt hat, ist was Israels Aufgabe ist noch nicht vorbei. God still has a burden for Israel. Gott hat immer noch eine Last für Israel. His word will come true. Sein Wort wird sich erfüllen. So, you know, okay, we can read the Romans 11, 14 and 15. Wir lesen hier in Römer 11, 14 und 15. Ob ich irgendwie meine Volksgenossen zur Eifersucht reizen und etliche von ihnen erretten kann. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt zur Folge hatte, was wird ihre Annahme anderes zur Folge haben als Leben aus den Toten? Thank you. So, you know, as we look at human history and we see that we're getting closer, we don't know how close, but we're getting closer to very difficult times. Und wenn wir die Menschheitsgeschichte ansehen und sehen, dass wir näher zu schwierigen Zeiten kommen werden,
to a time that the followers of Christ will be taken away. in Zeiten, wo dann die Nachfolger Christi weggenommen werden. What does it mean to you? What does it do to you? Was bedeutet das für dich? Was denkst du darüber? Sometimes people ask me, what is the plan of One for Israel for after the rapture? Manche haben gefragt, was ist der Plan für One for Israel nach der Entrückung? What is your plan to keep your activity going after the rapture? Wie plant ihr das, dass euer Werk da auch nach der Entrückung noch weitergeht? They tell me, because I want to put you in my will, but I want to know what you're going to do after the rapture. Die sagen, will ich euch etwas weitergeben in meinem Testament, aber was macht ihr nach der Entrückung da mit ihm? And I tell them, look, we try to think about this, but honestly, I cannot promise you anything. Dann sage ich, wir haben darüber nachgedacht, aber ich kann euch wirklich nichts versprechen. Should I write instructions and give it to a Jewish lawyer who's not a believer in Christ and pray that he will not believe in Christ so that he can stay and do some things? Soll ich eine Anweisung geben an einen nichtgläubigen jüdischen Anwalt und beten, dass er nicht gläubig wird, damit er das nachher dann ausführen kann? And trust him that he will actually do it when I'm not around. Und ihm vertrauen, dass er das dann auch wirklich tun wird, wenn ich dann nicht mehr hier bin. No, I can't promise. I don't know what's going to happen. Ich kann das nicht tun, ich weiß nicht, was geschehen wird. But here is what it does mean for me. Aber das kann ich euch sagen, das bedeutet es And I für hope mich. it will mean that to you as well. Und für euch soll es auch so wichtig sein. It gives me a sense of urgency. Es gibt mir eine Dringlichkeit, es ist für mich eine Dringlichkeit. And as Freddy was praying, you enjoy great freedom in Switzerland together as believers in Christ. No one is disturbing us. Und wie Freddy schon gebetet hat, wir haben eine große Freiheit hier. Niemand verfolgt uns, niemand hindert uns dran. And it's the same in Israel. Und ist in Israel auch so. We can stand in every street corner and talk about Christ all we want. All of our activity is 100% legal. Wir in Israel können überall auf der Straße stehen, über Christus reden. Alles, was wir tun in Israel, ist 100% legal. It doesn't mean that everybody likes it, but it's legal. Es heißt nicht, dass alle das mögen und gern haben, aber es ist legal. And so the urgency I'm talking about is bringing the gospel to people in a way they can understand and relate. Aber diese Dringlichkeit, wo ich darüber gesprochen habe, ist, dass wir das Evangelium den Menschen weitergeben, den Menschen, die wir in unserem Umfeld haben, so dringend wir es sehen. Es ist kurz, die Zeit ist nahe. I pray that God will have mercy and this season of relative freedom will continue for a while so more people can come to the kingdom. Und ich bete darum, dass Gott noch verzieht und dass diese Zeit der Freiheit noch hinhält, dass wir noch viele Menschen damit erreichen können mit dem Evangelium. And so once again, thank you for praying for salvation of Israel, and please know we are also praying for you. Und danke nochmals, dass ihr für die Erlösung Israels betet und denkt auch dran, wir beten für euch. And I want to finish with this last, as I pray, I just want to finish with this last slide. Und bevor ich bete, möchte ich mit dieser letzten Folie enden. And I hope you will think about this. Und ich hoffe, ihr denkt daran. There are many, many ways to bless Israel. Es gibt viele Möglichkeiten, Israel zu segnen. But the best way, and the way we are called as followers of Christ, is to bless Israel with Jesus, with Yeshua. Aber die beste Art und was wir auch als Christen, wozu wir auch aufgerufen sind, ist Israel zu segnen mit Jesus. May I pray for us together, please? Lass uns zusammen beten. Heavenly Father, we're so thankful that we can be here together. Himmlischer Vater, ich danke, dass wir so zusammen sein dürfen heute. We thank you for this great hope that we have in our heart. Ich danke dir für diese große Hoffnung, die wir in unseren Herzen haben dürfen. That our hope is not in the present, our hope is not in where the world is today. Dass unsere Hoffnung nicht in der Gegenwart und in der Welt liegt. Where we look for the time when you are the King of Israel, the King of all the earth. Und dass wir in die Zukunft schauen können, wenn du eines Tages der König Israels und der König aller Nationen sein wirst. We thank you that you still deeply care and you still have a burden for Israel. Und wir danken dir, dass du immer noch eine tiefe Last und eine Bürde hast für Israel, as well as all the nations. so wie auch für alle anderen Nationen. And we pray for a revival here in Switzerland and in Israel, in Europe, throughout the world. Und wir beten für Erweckung hier in Israel und in der Welt, aber auch in der Schweiz, überall. That many will come to know you in this time of privilege when the door is still
open wide. Dass viele noch in dieser Zeit, wo die Tür noch offen ist, dich persönlich kennenlernen dürfen. I pray a blessing on everyone that are present here. Ich bete um Segen für jeden, der hier gegenwärtig ist. I pray a special blessing on Mitternachtsruf and its ministry. Ich bete um den Segen für den Mitternachtsruf und seinen Dienst. We thank you and we praise you for who you are in Jesus' name. Ich danke dir und bete dich an für den, der du bist, in deinem Namen, in Jesu Namen. Amen. 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 Thank you.